ganz herzlich willkommen zu unserem 11. Gebetsabend. So schön, dass ihr alle hier seid. So schön bist du vom Livestream mit uns verbunden. Lasst uns gemeinsam unseren großen Gott preisen. Er ist gut. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Y sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, cae Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta y corazón, alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? Alaba a Dios, mi corazón. Sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. The Lord, oh my soul, come on, praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it in? I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Woo! Lasst uns unserem Gott einen großen Applaus geben. Er ist gut und er verdient all unseren Lobpreis, unseren Tanz, unseren Jubel, unsere Freude, die wir zu ihm bringen. Und er verdient unsere Hingabe, unsere Anbetung.
Und ich danke dir, Vater, dass du im Lobpreis deiner Kinder wohnst. Und dass du heute Abend hier bist, mitten unter uns. Und dass wir dir begegnen dürfen. Danke, Jesus. Preise doch Gott gerade jetzt mit deinen eigenen Worten. Bete ihn an. Lass uns einen Moment nehmen, wo wir einfach in eigenen Worten ihn groß machen. Halleluja. Oh, wunderbarer Gott, wir beten dich an. Danke, dass du mein Retter bist. Danke, dass du mir alles vergibst. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mein Freund bist. Dass du mir Kraft gibst. Oh Jesus, danke, danke, danke. Danke für deine Gegenwart, du bist da. Halleluja. Deine Gegenwart ist hier. Wir erheben dich, o Herr, und wir beten dich jetzt an. Du bist hier. Deine Gegenwart ist hier. Wir erheben dich, o Herr, und wir beten dich jetzt an. Du bist hier. Wir beten an in Ehrfurcht. Erstaunt von deiner Liebe, Herr. Wir warten auf dein Kommen. Oh, komm du. Wir vertrauen dir allein, oh Gott. Deine Gegenwart ist hier. Wir erheben dich, o Herr, und wir beten dich jetzt an. Du bist hier. Deine Gegenwart ist hier. Wir erheben dich, o Herr, und wir beten dich jetzt an. Du bist hier. Deine Gegenwart ist hier. Wir erheben dich, o Herr, und wir beten dich jetzt an. Du bist hier. Jesus, wir beten dich an Jesus, we worship you. und wir danken dir, dass du mit deiner Gegenwart hier bist. We thank you that you're here with your presence. Und ich danke dir, dass du jetzt etwas für uns bereit hast, auch in deinem Wort. I thank you that you have something ready for us in your word. Und ich bitte, sprich du jetzt zu uns. And I ask you to speak to us now. Amen. In Jesus' name, amen.
Ihr dürft gerne Platz You may nehmen. be seated. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem 11. Gebetsabend. A warm welcome from my side to this 11th day of our 21 days of prayer. Und auch alle, die online mit dabei sind und mitbeten. Gut, dass du eingeschaltet hast. Also, all those who are watching us online and pray with us, it's very good that you switched on. Und auch von Tessina und Talwil wollen wir ganz herzlich begrüßen. And we want to greet Pontresina and Talwil. Wir wollen heute in eine Textstelle eintauchen, We want to immerse into a text passage die im Alten Testament steht, im 3. Mose, Kapitel 6, Verse 5 bis 6. that can be found in Exodus 6 and in Leviticus 6, 5 and 6. Und Gott spricht hier zu Mose God is talking to Moses und er gibt ihm Anweisungen über das Brandopferaltar in der Stiftshütte. and he gives him instructions about the burnt offering in the tent of meeting. Und um uns gedanklich ein bisschen besser in die Szenerie hineinzudenken, So for us to be able to think ourselves into the scene, habe ich euch ein Bild von der Stiftshütte mitgebracht. I brought you a picture of the tabernacle. Und ihr seht dieses holzige Quadrat ganz vorne, You see this square in front? wo das Feuer brennt, das ist der Brandopferaltar. And there the fire burns, and this is the altar of the burnt offerings. Und hier tauchen wir ein in der Bibelstelle, That's where we immerse in this Bible passage, wo Gott zu Mose spricht. where God talks to Moses. Das Feuer auf dem Altar darf niemals verlöschen. Jeden Morgen soll der Priester Holz nachlegen, das Brandopfer darauf legen und die Fettstücke der Gemeinschaftsopfer verbrennen. Das Feuer auf dem Altar muss immer brennen, es darf niemals verlöschen. The fire on the altar must never go out. Every morning the priest shall add wood, place the burnt offering on it, and burn the fat from the fellowship offerings. The fire on the altar must always burn. It must never go out. Wir haben gelesen, dass Gott die Anweisung gibt, dass das Feuer auf dem Brandopferaltar nie erlöschen darf. We have read the passage that says that the fire on the altar burnt offerings must never go out. Und in diesen 2 kurzen Sätzen geht Gott zweimal darauf ein und betont, dass das Feuer darf nicht erlöschen. And in these two sentences, God makes it very clear that the fire must never go out. Und es fragt sich, warum Gott mit so einer Dringlichkeit das betont, dass das Feuer nicht erlöschen darf. So the question arises, why is it so urgent for God, for the fire not to go out? Und das Besondere ist an der Stiftshütte, dass es ein Zeichen war, dass Gott mitten in seinem Volk wohnte. The special thing about the tabernacle was that it was a visible sign that God wanted to dwell within his people. Und die Stiftshütte war nicht nur ein Ort von Opfer und Ritualen, So the tent of meeting was not just a place of rituals and sacrifices, sondern auch ein Ort, wo Gottes Gegenwart sichtbar und spürbar wurde für die Menschen. but also a place where God's presence would be tangible for the people. Nur für eine kleine Gruppe von Menschen war dies zugänglich. It was only accessible for a small group of people. Wir lesen von Mose, der im Allerheiligsten diese Gegenwart Gottes erlebte, indem er mit Gott sprach und von ihm hörte. We read about Moses when he heard the voice of God and talked to him in the Holy of Holies. Und dieses ununterbrochene Feuer auf dem Altar symbolisiert die ständige Hingabe von dem Bundesvolk an Gott. And this uninterrupted fire on the altar and the burnt offering symbolize the constant devotion of the covenant people to God. Und das Aufrechterhalten von dem Feuer ist offensichtlich, dass das Einsatz von dem Priester brauchte. To keep this fire burning, it is clear that the devotion of the priests was needed. Sie legten Holz nach und es gab Anweisungen, wie sie die Asche entfernen mussten, was für Kleider sie tragen und so weiter. They had to add wood every day. They had to prepare the sacrifices, wear special clothing, etc. Und es war ein Ausdruck von ihrer Hingabe an Gott. Which was an expression of their devotion to God. Anders könnten wir es formulieren, dass es ein Ausdruck von ihnen war. Gott, wir verehren dich Tag und Nacht. Dir gehört die Ehre. We could also say it is an expression of
the devotion to God, to glorify Him day by day and in the night even. Es war ein Zeichen von einem ununterbrochenen Gottesdienst. So it was a sign of an uninterrupted service to God. Well, jetzt leben wir nicht mehr im alten Bund, But we do not longer live in the old covenant now. sondern als Jesus an dem Kreuz gestorben ist in diesem Moment im Allerheiligsten der Vorhang zerrissen. But when Jesus died on the cross, the curtain in the tent of meeting was torn from top to bottom. Und durch das Blut von Jesus haben wir alle Zugang zu der Gegenwart Gottes. And through the blood of Jesus, we have now access to Jesus. Und was heißt es nun für uns, in Hingabe an Gott zu leben? So what does that mean to live in devotion towards God? Und dafür möchten wir in Römer 12,1 eintauchen. So for this we want to read a verse out of Romans 12, verse 1 and 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. I have shown you, brothers and sisters, how great God's mercy is. The only appropriate response to this is to place your whole life at God's disposal and offer yourselves to Him as a living and holy sacrifice in which He delights. This is the true service of God, and this is what I call you to do. Und in diesem Text geht es, dass wir unser Leben in voller Hingabe an Gott leben. It's about a full devotion to God in this text. Und ich finde es einen spannenden Text für unsere Zeit. It's a very exciting text for our time. Denn wir leben in einer Gesellschaft, wo wir es lieben, wenn wir kleinen Aufwand in etwas hineingeben und viel davon profitieren. We live in a society where a small effort should bring forth great things. Ich mache euch ein Beispiel mit ChatGPT. Let me give you an example with ChatGPT. Das ist eine künstliche Intelligenz, für die es nicht kennen. This is an artificial intelligence for those who don't know. Und manchmal tue ich dort so ein ganz abgekraxeltes Mail hinein, nur so Stichworte mit 10 Rechtschreibfehlern. So sometimes I write an email that consists of keywords. Und das ChatGPT schreibt mir in kürzester Zeit ein perfekt formuliertes langes Mail. And ChatGPT formulates this mail very clearly and very well, perfect. Und ich liebe es, weil ich kleinen Aufwand, aber großen Output habe. I have little effort and big output. Und in unserer Welt versuchen wir alles schneller, effizienter zu machen. Everything should be fast and more efficient in this world. Und manchmal kann es passieren, dass das sich auf unsere Gottesbeziehung überträgt. And sometimes we can transfer this thought to God. Wenn wir nicht schnell etwas aus Gott herausnehmen oder bekommen, dann vernachlässigen wir es. If we cannot get something very fast from God, then we just forget it. Aber opfern wir Gott noch unsere Zeit, But do we sacrifice our time to God? wo wir sagen und zu Jesus kommen in unseren eigenen 4 Wänden When we come to Jesus in our own 4 walls und sagen, hier ist unsere Zeit, hier ist vielleicht meine Bequemlichkeit oder meine Ungeduld. here's my impatience, here's my time, here's my everything. Und ich gebe dir alles hin und du bist der Chef über mein Leben. I surrender everything to you. You're the boss of my life. Und auch wenn ich das Wunder nicht für das, was ich bete, gerade in den nächsten Wochen erlebe, Even if I don't experience the miracle just within the next week. auch wenn ich nach 5 Minuten Stille am liebsten gerade wieder weggehen möchte, weil es nicht effizient ist. When after 5 minutes of being still before the Lord, I would like to go away. Ich gebe dir meine ganze Zeit. I give him my whole time. Und in dem Text haben wir gelesen, wir sollen ein lebendiges und heiliges Opfer sein. We read in this text that we are to be a holy and living sacrifice, Das eben gerade kein Selbstopfer ist, which is not at all a self-sacrifice. wo es sich nicht um mich dreht oder welche Benefits ich als erster Linie daraus ziehe, It's not about me and what benefits I get out of it, sondern es ist Gottesdienst. but it is a service to God.
Und machen wir es der Welt nicht gleich, indem wir nur das Ich ins Zentrum setzen, sondern setzen wir Jesus Christus in unser Zentrum. Let us not behave like the world who sets the ego into the center, but Sondern Christ. suchen wir Gottes Gegenwart in unserem Alltag drin. But let us seek God's presence in our everyday life. Geben wir unsere Zeit ihm, Let us give him our whole time. unsere Lebensbereiche, unser Lebensstil. The areas of our lives and how we live. Und wir sollen in dieser Hingabe zu Gott leben, ein Feuer, das nie erlöschen soll. And we should live in this devotion like a fire that never goes out. Und was muss man bei einem Feuer? Holz nachlegen. So what do you have to do if you want to keep the fire burning? You have to add wood. Also legen wir Holz nach. So let's add wood and fuel. Und wir wollen heute Abend einfach, ob es das erste Mal für dich oder das x-te Mal ist, uns Gott ganz hingeben. Whether it be the first time for you or maybe the whatever, let us devote ourselves to God again. Und du kannst beten für dich, dass Jesus dir hilft, diese Liebe zu ihm zu erneuern. You can pray for yourself that your love for Jesus be renewed. Aber wir wollen da nicht stehen bleiben, That's not the place where we want to get stuck. sondern sinnbildlich, Feuer ist immer ansteckend. But metaphorically speaking, fire is always contagious. Und wenn du Brennmaterial neben einem Feuer hinstellst, dann fängt es an zu brennen. If you have fuel next to a fire, it starts burning. Und ich wünsche mir für uns als Kirche, I desire for us as a church dass unser Feuer, unsere Hingabe an Gott so tief brennt in unseren Herzen. that our fire and devotion towards God burns deep within our hearts. Dass wir mit unserem Lebensstil einen Unterschied machen, dass andere Menschen anfangen zu brennen. So that we, with our lifestyle, make a difference so that other people can start believing. Und wir können aufstehen und ich werde noch kurz beten, bevor wir in eine persönliche Gebetszeit gehen. So let's stand up and I'll pray a little prayer before we enter our prayer time. Jesus, wir kommen als Kirche vor dich Jesus, as a church, we're coming before you. und wir sagen einmal neu, And once more we say, dir gehört mein ganzes Herz, to you belongs my whole heart, meine ganze Zeit, my whole time, meine ganzen Ressourcen, my whole resources, meine ganzen Lebensbereiche. the entire areas of my life. Schenk du mir eine tiefe, neue Liebe für dich, Give me a new, deep love for you. dass mein Feuer, meine Hingabe für dich brennen darf. That my fire and my devotion may burn for you. Ich bete, komme mit einer Begeisterung für das, was du getan hast über uns. I pray, come over us with the excitement about what you have done. Dass wir mit unserem Leben einen Unterschied machen That können. we can make a difference with our lives. Und dass andere Menschen dadurch dich kennenlernen dürfen. Other people through that may get to know you. Wir wollen dich anbeten. We want to worship you. Wir wollen mit unserem Leben ein Gottesdienst für dich sein. And with our lives, we want to be a service to you. Und Jesus, wir sagen einfach nochmals neu Ja zu dir. And once again, we say yes to you, God. Amen. Amen. Wir gehen jetzt in eine Zeit von persönlichem Gebet. We are entering a personal prayer time now. Es ist wie jeden Abend wird es am Kreuz Gebetsdienst geben. Like every evening by the cross, there will be people who will pray for you. Hier sind Gebetsanliegen oder hinten ist die Take and Leave Wand. There's a take and leave wall, and here are prayer requests on the stage, Und ihr seid frei zum Beten. and you're free to pray.
darkness, my God, that is who you are. You are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. You are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Wir wollen jetzt noch gemeinsam zusammen beten. We want to pray together now. Und ich habe 3 Punkte aufgeschrieben. And I have written down 3 points of prayer. Und das erste ist, wir wollen beten, dass die Liebe und Hingabe zu Gott immer wieder neu in uns entfacht werden darf. First, we want to pray for our love and our devotion to God to be rekindled. Und als zweites beten wir, dass unser Leben einen Unterschied machen dürfen. And secondly, we want to pray that our lives make a difference. Und als drittes, dass wir Weisheit und Mut bekommen, dass unser Lebensstil sich abheben darf. Nicht weltfremd werden, aber dass Menschen auf die Liebe Gottes aufmerksam werden dürfen. Thirdly, we want to pray for our lifestyle that people can realize God's love and we make a difference. Und steht zu zweit, zu dritt, wir wollen zusammen und wir beten dafür So build up gemeinsam. groups of 2 or 3 or more and we'll pray together.
Jesus, wir danken dir, dass du unser Herzen darfst neu begeistern für dich und für deine Liebe und für das, was du für uns getan hast. Thank you, Lord, that you give a new excitement into our hearts for your love and what you have done for us. Schenk uns ein neues Herz für Menschen, die dich noch nicht kennen. Give us a new heart for people who do not yet know you. Und dass unsere Leben dürfen andere Menschen erreichen. That our lives may reach out to others. Schenk uns Mut, Weisheit, aber auch Leidenschaft für Menschen, die dich nicht kennen. Give us courage, give us wisdom and patience for people who don't know you yet. Und dass wir dürfen sehen, wenn wir dir alles hingeben, wie du Frucht bringst. And as we devote ourselves and give you everything, that we can see how we can bring forth fruit for you. Und wir wollen dich ehren. We want to honor you. Und wir sind einfach so begeistert von dir, Jesus. We're so excited about you, Jesus. Amen. Amen. Diese Stunde im Gebet geht immer so schnell rum. This hour of prayer passes so quickly, doesn't it? Und es ist so schön, mit euch als Kirche zusammen zu beten. And it's so beautiful to pray together with you as a church. Und wir sind jetzt auch am Ende von diesem Gebetsabend. This is the end of tonight's prayer meeting. Und ich wünsche euch noch einen ganz guten Abend. And I wish you a safe return and a good evening. See you tomorrow. Bye-bye.